Age of Empires 2. Die vergessene HD Edition. Nun ja, vielleicht nicht direkt die vergessene HD Edition, aber auf alle Fälle ein episches Spiel. Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu diesem, ja, was auch immer sein wird. Let's Show, Let's Test, Let's Play. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Oh, das weckt Erinnerung, diese Musik. Hey, alter Schwede. Habe ich damals Age of Empires 2, als rauskam, ja, die ganz alten Spiele, habe ich das damals gesuchtet? Hey, das glaubt ihr mir gar nicht. Natürlich auch Nachfolger, beziehungsweise nicht DLC, das gab es damals noch gar nicht, sondern einfach noch die Erweiterung, The Conquerors, also im Prinzip ist ein DLC, wenn man so will, wenn es das damals noch nicht gab. Jo, wir sind jetzt also hier unterwegs, Age of Empires 2. Ich wollte ursprünglich ja eigentlich Anno 1503 aufnehmen, da hatte ich ein bisschen Probleme mit der Auflösung, weil es schon so alt ist und ja, HD Edition und so weiter gibt es dort leider nicht, deswegen, ja, da hatte ich mir so einen Bildschirm, oder einen kleinen Bildschirm, das ist eine Auflösung, das ist eine katastrophale Auflösung. Nee, konnte ich weder euch noch mir antun. Deswegen, Age of Empires 2, HD Edition. Habe ich seit längerem gekauft auf Steam, aber noch nie wirklich reingeguckt und ich dachte mir, komm, wird es doch im Prinzip eine gute Gelegenheit, vor allem jetzt aufs neue Jahr hin wieder mal damit zu beginnen. Jo, natürlich habe ich nicht vergessen HD Edition und einfach halt, ich zeige es mal ganz kurz, warum ich wohl das Gefühl habe, dass der Forgotten heißt. Und zwar liegt das daran, ja, wir können verschiedene Dinge machen, logischerweise. Was will ich machen? Ich dachte mir, Einzelspieler, Standardspiel wäre eine Option, aber wie wäre es denn mit den Kampagnen? So, die offiziellen Kampagnen. The Age of Kings war, vielleicht erinnern sich ein oder andere noch an die Symbole, die wir hier links unten jeweils sehen. Age of Kings war eben das ursprüngliche Age of Empires 2, das Original. Danach kam die Erweiterung mit The Conquerors. Und so weit habe ich damals noch gesuchtet und bis zum Abwinken. Dann The Forgotten, African Kingdoms und The Rise of the Riches, oder Ryas, wie man es auch immer ausspricht, kenne ich persönlich nicht. Das heißt, was habe ich vor? Ich dachte mir, wir könnten es im ganzen Session mal zum Einfinden natürlich auch und vor allem auch deswegen, weil ich auch noch 14.0 bereits da zocke als Let's Play, können wir doch hier im Prinzip jetzt einfach mal so eine kleine, ja, was heißt kleine? Doch so eine kleine Reinschnupperrunde machen, wo ich jeweils, denke in so einer Folge, vielleicht auch zwei, nachdem wie lange es dauert, jeweils eine so eine Kampagne präsentiere. Logischerweise fangen wir heute mit dem ersten Part an, deswegen hier mal The Age of Kings. Danach werden wir erstmal die hier machen und je nachdem dann, wie es bei euch aussieht, wie es mit mir aussieht und so weiter und so fort, vielleicht sogar ein richtiges Let's Play, vielleicht sogar Multiplayer-Modus und so weiter, wir sehen sie dann. Age of Kings Kampagnen. William Wallace, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Johanna von Orleans, irgendwie erinnere mich den Namen jetzt gerade ein bisschen an Anno 1404. Barbarossa, wird immer schlimmer. Was ist Trick den Kreuzzuges? Saladin. Ist eigentlich echt verrückt, weil Age of Empires 2 eben noch so beliebt ist. Deswegen auch eine HD Edition, weil Age of Empires 3, sagen wir ehrlich, das war ein Griff ins Klo. Allgemein gesehen und ja. Mal gucken, wie es jetzt hier so weitergehen wird. Bald soll irgendwie ein neues Age of Empires kommen, irgendwie so eine Collector's Edition oder irgendetwas in der Art. Egal, werden Sie sehen, oder vielleicht sogar Age of Empires 4. Wir legen los mit der Lernkampagne, denn ich fürchte, ich habe in diesen, vielleicht noch nicht ganz 20 Jahren, aber sicher über 15 Jahren sicher einiges vergessen. Marschieren, in Kämpfen, Versorgung des Heeres, das sieht ziemlich simpel aus. Age of Empires 2 handelt vom Aufbau von Imperien, von Schlachten und Eroberungen. Sie beginnen ganz bescheiden, mit einem kleinen Dorf in der dunklen Zeit. Sie erkunden das Land, um ihre Grenzen auszudehnen. Sie treiben Handel, damit ihre Wirtschaft blüht. Und entwickeln Technologien, um ihr Volk in ein mächtiges Imperium zu verwandeln. Doch der Weg ist nicht immer leicht. Skrupellose Feinde und Rivalen treten ihnen entgegen. Uneinnehmbare Festungen müssen zerstört, Tyrannen zu Fall gebracht werden. Und mit Geschick und ein wenig Glück gelingt es ihnen vielleicht sogar, ein Weltwunder zu erschaffen
und ein Imperium zu errichten, das die Zeiten überdauert. Wenn Sie lernen möchten, wie Imperien erschaffen werden, unterstützen Sie unseren ersten Helden William Wallace bei seinem Aufstieg. Von den bescheidenen Anfängen an. Wir sind ohne Anführer, weil der verstorbene König von Schottland keinen Thronfolger hinterlassen hat. Von Süden her kündigt sich ein Krieg an. Edward I. Longshanks, der habgierige König Englands, ist inzwischen von seinen erfolgreichen Feldzügen zur Eroberung von Wales und Frankreich zurückgekehrt. Als Longshanks seine Aufmerksamkeit auf Schottland richtet, verbreitet sich im schottischen Hochland Furcht und Schrecken. Die Engländer verfügen über Tausende von walisischen Langbogenschützen, Hunderte von berittenen Rittern und Dutzende von Belagerungswaffen. Wir Schotten haben nur eine Bande unausgebildeter Soldaten, die noch nicht einmal in einer geraden Reihe marschieren können. Wir müssen jetzt schnell handeln. Wenn wir überhaupt eine Chance zum Widerstand haben, dann nur, wenn wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln ein Heer aufstellen. Klingt soweit eigentlich sinnvoll. Die Engländer terrorisieren ganz Schottland und es ist an der Zeit, zurückzuschlagen. Aber wenn wir sie besiegen wollen, muss jeder von uns lernen, zu marschieren und zu kämpfen. Folgen Sie dem Weg bis zur blauen Flagge. Klicken Sie zuerst auf den Soldaten. Natürlich werde ich das tun. Mon Dieu. Gut. Rechts klicken Sie jetzt neben die blaue Flagge. Gut. Begeben Sie sich jetzt zur nächsten Flagge. Klicken Sie auf den Soldaten und rechts klicken Sie dann neben die Flagge. Ausgezeichnet. Um zur nächsten Flagge zu gelangen, müssen Sie durch das schwarze Gebiet marschieren. Das schwarze Gebiet! Hilfe! Wenn Sie sich in das schwarze Gebiet hineinbewegen, wird mehr von der Landkarte aufgedeckt. Der schwarze Bereich steht für nicht erkundetes Territorium. Das ist schon alles. Gehen Sie jetzt zur nächsten Flagge und Sie werden auf ein paar verbündete Soldaten treffen. Yes! Oh, Entschuldigung. Ach, das Bildschirm 16:9. Man merkt schon. Wenn Sie all Ihre Soldaten auf einmal bewegen möchten, können Sie neben die Einheiten klicken und durch Halten der Maustaste einen Rahmen um sie herumziehen. Rechts klicken Sie dann, um die Einheiten zu bewegen. Versuchen Sie, die Soldaten zur nächsten Flagge zu bewegen. Ja, so bin ich schon. Man merkt, dass damals Age of Empires 2 noch für 4:3 konzipiert worden ist. Haben Sie alle Ihre Einheiten bis zur Flagge geschafft? Die Straße vor Ihnen wird von einem englischen Außenposten kontrolliert. Scrollen Sie zum Außenposten, indem Sie den Mauszeiger an den oberen Bildschirmrand bewegen. Klicken Sie dann auf den roten Außenposten. Gut so. Scrollen Sie jetzt zurück, bis Sie Ihre Soldaten wiedersehen, indem Sie den Mauszeiger an den unteren Bildschirmrand bewegen. Wählen Sie die Soldaten aus, indem Sie neben sie klicken und einen Rahmen um sie herum. Folgen Sie der Straße, die zu dem Außenposten führt. Jetzt ist der Moment gekommen, ihn niederzureißen. Ja, die Briten müssen dafür büßen, was sie getan haben. Sie müssen dafür büßen, dass sie aus der EU austreten. Ah, nee, das ist ein anderes Thema. Man merkt es hier schon, großer Unterschied zwischen Age of Empires. Rechts klicken Sie auf den Außenposten, um ihn anzugreifen. Also, da bin ich schon. Unterschied zwischen Anno und Age of Empires 2. Bei Anno mehr Verhandlungen im Vorblick, im Vordergrund und hier mehr Krieg. Wie ging ich zoomen schon wieder? Keine Ahnung. Ja, ich habe mit Schwert auf Holz und es brennt. Geil. Der Außenposten ist zerstört. Das sollte die englischen Angreifer aufhalten. Folgen Sie dem Weg zum Dorf. Zu unserem Dorf. Aber natürlich braucht es so etwas. Yeah. Willkommen zu Hause. Danke. Warten Sie! Die Engländer sind wütend, weil sie ihren Außenposten zerstört haben. Sie kommen, um ihr Dorf anzugreifen. Nein! Keine Panik.
Klicken Sie nur auf Ihre Soldaten und rechts klicken Sie dann auf die roten englischen Soldaten, um diese anzugreifen. Wenn Sie die feindlichen Soldaten besiegen, haben Sie Ihre erste Schlacht gewonnen. Gut gemacht. Jetzt wissen... Gegner der Briten, Bremteutates. So, was Spielende verlassen mit Klick aufs Menü, dann Laufspiel beenden. Was? Dann Laufspiel beenden. Hä? Okay, wo ist das Menü schon wieder? Hier oben. Ah, laufendes Spiel beenden, so. Schottland verfügt nun über Soldaten, wenn es auch nur wenige sind. Wollen wir jedoch dem habgierigen Eduard I. entgegentreten, so brauchen wir wesentlich mehr Rekruten und auch viel mehr Gold in unseren Truhen. Die alten Steine und Eichen, die uns umgeben, werden schon bald vom Blut der Clansmänner getränkt sein. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, Leute, aber irgendwie, auch wenn es ein altes Spiel ist, eigentlich irgendwie so, ja, ein bisschen simpel aussieht, es macht schon Bock. Vielleicht ist es auch ein bisschen Nostalgiefaktor bei mir, okay, kann sein, aber ich finde das so hammermäßig, das... Ja, und ich glaube, für mich persönlich es gibt einen Grund, so lange ich Age of Empires 2 gezockt habe, wegen dem Suchtfaktor. Der war damals mal schlimmer als bei Anno, und wer mich bei Anno kennt und schon mal erzählt habe, wenn ich Anno zocke, dann zocke ich Anno und zocke ich nichts anderes mehr, und Age of Empires aber damals, ja, zu oft gezockt. Auch auf Kosten der Schulzeit und so weiter. Aber naja, ging ganz mal gut aus, in dem her. Und jetzt bin ich auch ein bisschen älter, weiser. Deswegen zocke ich sie wieder, weil ich älter und weiser bin. Und grauer. Mit vollem Magen marschiert sich besser. So oder ähnlich lautet ein altes Sprichwort. Meine Clansmänner sind schon immer Bauern gewesen und haben seit Jahrhunderten Schafe gezüchtet. Es ist jedoch etwas ganz anderes, ein Heer mit Proviant zu versorgen. Ohne einen funktionierenden Handel werden die kümmerlichen Streitkräfte, die wir zusammengewürfelt haben, bald wieder auseinanderbrechen. Ja. Um das schottische Heer unterstützen zu können, müssen sie ihre Vorräte an Rohstoffen aufstocken. Um gewinnen zu können, müssen sie 50 Nahrungseinheiten, 50 Holzeinheiten und 50 Goldeinheiten sammeln. Klicken Sie auf einen Dorfbewohner, um Nahrung von einem Bärenstrauch zu ernten. Und das ist etwas, wo man relativ schnell sieht, wo der Unterschied zwischen Age of Empires und Anno liegt. Bei Anno hast du auch bei Nahrungsmitteln so viele Unterklassen, du brauchst für jede wiederum brauchst du dies und das noch, musst für Handelsbeziehungen eingehen, du musst erst das noch vorbereiten, etc. etc. Hier viel einfacher, also 3, 4 Kategorien, Nahrung ist alles gleiche, ob jetzt du Wild jagst oder Beeren sammelst, etc. etc. Und auch Dorfbewohner können eben halt Nahrung aufnehmen, sie können Bäume fällen, sie können Gold abbauen. Es braucht dafür keine besonderen ausgebildeten Personen. Jetzt klicken Sie dann auf einen Bärenstrauch in der Nähe der blauen Flagge. Im Statusfeld im unteren Teil des Bildschirms können Sie erkennen, wie viel Nahrung der Dorfbewohner trägt. Der Dorfbewohner sammelt so lange Nahrung von einem Bärenbusch, bis er 10 Nahrungseinheiten hat. Das haben wir gleich. Der Dorfbewohner wird für Sie weiterarbeiten und die Nahrung in das Dorfzentrum transportieren. Die Nahrungsmenge, über die Sie verfügen, wird in der oberen linken Bildschirmecke angezeigt. Zusätzlich zu Ihrem Nahrungsvorrat sehen Sie Ihren derzeitigen Vorrat an Holz, Gold und Steinen. Je mehr Dorfbewohner Sie haben, desto schneller können Sie Rohstoffe sammeln. Weisen Sie Ihre Dorfbewohner an, Nahrung zu sammeln. Kann ich hier ganz kurz draufklicken? Ja, das ist natürlich auch eine große Frage. Also, das ist etwas, was so Anno ein bisschen unterscheidet. Dorfbewohner kreieren. Ist hier ein bisschen anders, während man bei Anno im Prinzip einfach nur Häuser hinpflanzt und dementsprechend ziehen dann die Bewohner ein. Die Bewohner kommen von irgendwoher aus der ganzen Welt, sehen, oh, da ist ein Haus, da sind freie Plätze, okay, ich gehe da rein. Ist hier ein bisschen anders. Natürlich brauchen die Bewohner Häuser, um zu kommen, aber wir erschaffen die Bewohner im Dorfzentrum. Und zwar so hier unten, kostet 50 Nahrung, um einen zu erschaffen. Also schon seit der dunklen Zeit von damals hatten die
ja, wie soll man es anders sagen, die Dorfzentrum, kann sogar hier upgraden, krass, voll als, ja, ein anderes Thema. Ich meine, Dorfbewohner schaffen 50 Nahrung, ja, okay, das ist irgendwie eine Maschine, das schmeißt da 50 Tonnen Nahrung ein und dann steht ein neuer Mensch. Oder sonst 50 Nahrung, ist interessant. So. Ich will eigentlich alles machen, oder? Was ich auch sehr schön finde. Sehr gut. Sie haben Gold gefunden. Ja, was ich auch sehr schön finde, egal ob Mann oder Frau, jeder kann das Gleiche tun. Auch eine Frau kann hier Gold abracken und so weiter. Nicht nur der Mann, kann auch die Frau machen. Überhaupt nicht sexistisch. Ich werde schon wieder, ich glaube 2 oder 3 kann gleichzeitig einen Baum fällen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da kommen ein paar Erinnerungen zurück. War, glaube ich, sogar so. Okay, jetzt haben wir noch Ding, da ist gut. Großartig. Sie haben jetzt 50 Nahrungseinheiten. Zum Gewinnen brauchen Sie außerdem 50 Holz- und 50 Goldeinheiten. Ich wollte gerade sagen, Klicken Sie Steine brauche ich zuerst keine, auf einen oder? Dorfbewohner und rechts klicken Sie dann auf einen Baum, um Holz zu sammeln. Wenn Sie bisher noch kein Gold gefunden haben, dann suchen Sie in dem Gebiet, das Sie noch nicht erkundet haben. Ich bin schon ein bisschen weiter. Gut gemacht. Sie haben jetzt genug Holz. Genug Holz. Mein Holz ging aber schnell, muss er zugeben. Bei Gold bin ich jetzt auch schon gleich soweit. Und fertig. 3, 2, 1, meins. Das ist der richtige Weg, um eine Stadt zu bauen. Sehr gut. Sie haben jetzt genug Gold. Yes! Gewonnen! Ach du, das ist gut, nach dem letzten Fiasko bei auf 14.04, dass man auch ein bisschen gewinnen kann, auch wenn es natürlich ein bisschen billig ist. So, damit wäre zweite Teil. Schlichten Ruf gemäß hat Eduard I. in Wales, England und Frankreich seine militärische Taktik demonstrieren können. Sie ist äußerst wirkungsvoll, wenn auch grausam und unbarmherzig. Er ist in der Tat ein fürchterlicher Feind. Die Engländer haben die Stadt Berwick-upon-Tweed geplündert. Ich würde es eher ein Massaker als einen Kampf nennen. Wenn wir unser Heer nicht bald aufstellen, wird es weitere Gemetzel geben. Ich bete, dass wir vor Longshanks eintreffen, damit fertig sein werden. Ich auch. Dann werden wir sagen direkt los mit dem dritten Punkt. Wir haben noch einiges zu tun, wenn ich im Prinzip, ja, wobei es jetzt 1 von William war, Lernkampagne, oh, Age of Kings Kampagne, oh, das wird auch länger dauern, war? Scheiße. Gut, Lernkampagne, wie lange dauern eigentlich die anderen? Ja, seht ihr, geht ein bisschen schneller, also, ich weiß, eine Kampagne, ja. Gut, Lernkampagne, weiter geht's, das Ausbilden der Truppen. In allen Dörfern im Hochland sind die Menschen über die Auseinandersetzungen zwischen Schottland und England entsetzt. Diese Woche haben wir die Stadt Dunbar verloren. Die schottischen Verteidiger lösten die Reihen auf und flohen. Die Engländer haben eine größere und besser ausgebildete Truppe. Um mit ihnen mithalten zu können, brauchen wir neue Rekruten, die mit Speer, Schwert und Bogen kämpfen können. Wir müssen all unsere Schäfer zu Soldaten machen. Klingt ja lustig. Wir brauchen viele Soldaten, um unser Heimatland zu verteidigen. Um zu gewinnen, müssen Sie 4 Milizsoldaten erschaffen. Wir beginnen damit, Dorfbewohner zu erschaffen. Klicken Sie auf Ihr Dorfzentrum und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Dorfbewohner erschaffen im unteren linken Bildschirmteil. Es dauert ein wenig, bis der Dorfbewohner erscheint. Haben Sie ein Dorfzentrum ausgewählt, können Sie den Vorgang im Statusfeld im unteren Bildschirmteil verfolgen. Gut gemacht. Der Dorfbewohner erscheint in der Nähe des Dorfzentrums. Erschaffen Sie jetzt einen weiteren Dorfbewohner. Sie brauchen nun weitere Gebäude, um Platz für Ihre Bevölkerung zu schaffen. Klicken Sie auf einen Dorfbewohner, um ein Haus zu errichten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Gebäude. Klicken Sie auf die Schaltfläche Haus bauen und dann auf die Stelle, an der Sie das Haus errichten wollen. Grabouille. Ah, deswegen, okay. Wenn mehrere Dorfbewohner ein Gebäude errichten, geht es schneller voran. Grabouille. Das sieht aber auch ein bisschen. Ja, wobei, nee, ist natürlich Aufbau, wa? Gute Arbeit. Versuchen Sie, ein weiteres Haus zu errichten. Das wird schneller gehen als bei Anno. Das ist doch Quatsch. Jedes Haus kann bis zu 5 Einheiten beherbergen.
Die Bevölkerungsanzeige im oberen Teil des Bildschirms gibt Ihnen die aktuelle Bevölkerungszahl an. Andere Gebäude werden genauso gebaut wie Häuser. Versuchen Sie, eine Kaserne zu errichten. Die Kaserne ist ein Militärgebäude. Na, komm direkt hier. Raboje. Ja, hier bauen sie daran. Kann zwar ein bisschen dauern. Wobei, im Prinzip geht es echt schnell. Die Kaserne ist fertig. Jetzt können Sie Soldaten erschaffen. Klicken Sie auf die Kaserne und dann auf die Schaltfläche Milizsoldat erschaffen. Je nachdem, welche Gebäude oder Einheiten Sie auswählen, haben Sie im unteren linken Bildschirmteil verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Wobei ich mich gerade wieder frage, wie kann man eigentlich Gebäude abreißen? Das ist eine Milizsoldateinheit. Erschaffen Sie 3 weitere davon und Sie haben genug Soldaten, um dieses Gebiet zu verteidigen und das Szenario zu gewinnen. Klicken Sie auf die Kaserne und dann noch 3-mal schnell auf die Schaltfläche Milizsoldat erschaffen, um 3 weitere Soldaten in einer Reihe entstehen zu lassen. Ich brauche nur 4 insgesamt. Und das Gebiet zu verteidigen, wohlgemerkt. 4 Milizsoldaten, da ist im Prinzip nichts. Die können auch eigentlich nichts. Das ist einfach cool zum Anzusehen. Oder zum zeigen, jo, ich habe eine Armee, fertig. Ach ja, das Feeling. Das ist schon geil, muss man zugeben. Ja, wir können jetzt eigentlich irgendwie Gebäude abreißen. Geht doch irgendwie auch. Sie verfügen jetzt über einige Soldaten und sind imstande, das Gebiet gegen die Engländer zu verteidigen. Gewonnen! Ist eine krasse Folge, weil ich gewinne nur. Erstaunlich, wie kann das nur sein? So. Jetzt, da wir an der Grenze entlang Milizsoldaten stationiert haben, sind die Überfälle der Engländer weniger geworden. Doch müssen wir erst noch Longshanks Heer entgegentreten. Der gefährliche englische König wartet noch mit seinen berüchtigten Langbögen auf. Unsere Milizsoldaten konnten uns nur bis hierher bringen. Jetzt brauchen wir besser entwickelte Waffen. Und die bekommen wir auch. Forschung und Technologie. Film ab. Im Süden gehen Gerüchte über einen Riesen um, der die Streitkräfte Schottlands anführt und dessen Großschwert Land, Männer und Tiere gleichermaßen beherrscht. Wenn dieser sagenumwobene Ritter den Vorschub der Engländer aufhalten kann, gewinnen wir mehr Zeit, um notwendige Waffen zu entwickeln. Schon jetzt stellen unsere Schmiede Schwerter her und unsere Pfeilmacher produzieren Pfeile und Armbrustbolzen. Die Engländer verwenden sehr weit entwickelte Waffen und Rüstungen. Um zu gewinnen, müssen sie zur Feudalzeit voranschreiten und die englischen Angriffe abwehren. Sie müssen nun selbst einige Technologien entwickeln, damit ihr Volk an Stärke gewinnt. Zum Beispiel wird es durch die Entwicklung des Webstuhls schwieriger, ihre Dorfbewohner zu töten. Wenn Sie den Webstuhl entwickeln wollen, dann klicken Sie auf das Dorfzentrum und schließlich auf die Schaltfläche Webstuhl entwickeln. Das geht einfach so, oder wieso ist jetzt der Punkt jetzt erschienen und zuvor noch nicht? Gut, Technologien entwickeln kostet zwar Rohstoffe, wertet aber auch Erfolg auf. Während Sie Technologien entwickeln, können Sie die Dorfbewohner arbeiten lassen und mit den Militäreinheiten das Gelände erkunden. Klingt sinnvoll. Scharf. Mäh, mäh. Frau, geh auf die Jagd. Hilf ihm. Oder hilf ihr. Und du, hilf auch. Wenn Sie zu einem neuen Zeitalter voranschreiten, sind neue Technologien und Gebäude verfügbar.
Wenn Sie aus der dunklen Zeit zur Feudalzeit voranschreiten möchten, brauchen Sie 500 Nahrungseinheiten. Das war... okay. Vielleicht mal die Schafe killen, war. Eigentlich voll gemein. Die armen Schafe, die können doch nichts dafür. So, erstmal erkunden. Zusätzlich zum Sammeln von Nahrung von den Beerensträuchern können die Dorfbewohner jetzt Schafe hüten oder wild jagen. Schafe hüten ist gut. Die jagen, die hüten nicht die Schafe, sie killen sie. So, also ein bisschen erkunden hier. Ich bin bald bei einer 54, hoffe ich mal. Echt lange hier mit den Hirschen, wa? Jetzt verfügen Sie über genug Nahrung, um zur Feudalzeit vorzurücken. Aber Sie brauchen noch 2 Gebäude aus dem aktuellen Zeitalter. Eine Kaserne haben Sie bereits gebaut. Und daher müssen Ihre Dorfbewohner nun eine Mühle errichten. Die Mühle ist ein Ort, an dem Nahrung gesammelt wird. Und daher sollten Sie sie in der Nähe Ihrer Nahrungsquelle bauen. Wo habe ich einen, der nichts mehr zu tun hat? Der da kommt. Was? Also, die sieht so seltsam aus, okay? Oder ganz vergessen. Ja, Nahrungsquellen sind eigentlich mehr oder weniger hier, aber... Ja, komm. Das arme Reh. Voll. Mal gucken, bin ich hier überall vom Wald umgeben? Habe ich nur eine einzige Richtung, aus der die Gegner angreifen könnten? Rein theoretisch. Sieht aber danach aus. Sie können aus. jetzt aus der dunklen Zeit zur Feudalzeit voranschreiten. Klicken Sie auf Ihr Dorfzentrum und klicken Sie dann auf die Schaltfläche zum nächsten Zeitalter voranschreiten. Ja, dunkle Zeit ist irgendwie Programm, war. Hä? Achso. Ich dachte gerade, hä, wieso Pfeil und Bogen, aber ist logisch. Gut, Freunde, auf zur Feudalzeit. Das klappt ja gut. Sie befinden sich auf dem Weg in die Feudalzeit. Mhm. War das echt geil, wa? Okay, hier ist eigentlich An die soweit. Waffen! Die Engländer planen einen Überraschungsangriff. Mon Dieu! Von wo kommen sie? Jetzt mal ernst, von wo kommen die? Hä? Wo kommt ihr bitte her? Sollen Dorfbewohner in Ruhe! Sie haben noch nichts getan! Hier, Digga. Oh, Stirbt, ihr Scheißbriten! Beim Teutates! Jetzt, da die Schlacht vorüber ist, sollten Sie in der Kaserne ein paar Milizsoldateinheiten mehr erschaffen, um Ihre Streitkräfte aufzustocken. Mhm. Wir gehen eigentlich heilen schon wieder. Das ging irgendwie auch. Glückwunsch. Der beste Weg, Ihr Volk aufzuwerten, ist es, zum nächsten Zeitalter voranzuschreiten. Neben der rautenförmigen Landkarte im unteren rechten Bildschirmteil befindet sich die Schaltfläche Untätige Dorfbewohner. Klicken Sie darauf, wenn Sie die Dorfbewohner ausmachen wollen, die keine Aufgabe ausführen. Jetzt, da Sie sich in der Feudalzeit befinden, können Sie Ihre Milizsoldaten zu Schwertkämpfern weiterentwickeln. Klicken Sie auf die Kaserne und klicken Sie dann auf Zum Schwertkämpfer weiterentwickeln. Yes. Durch die Weiterentwicklung zu Schwertkämpfern werden alle Ihre Milizsoldateneinheiten zu den mächtigeren Schwertkämpfern. Ich glaube sogar, es war echt so, dass man halt immer nur Milizsoldaten erschaffen kann und die dann immer upgraden muss.
Also nicht direkt irgendwie Schwerkämpfer schaffen. Das ging, glaube ich, nicht. Fragezeichen. Und. Die Engländer greifen wieder an. Erteilen Sie ihnen mit ihren neuen Kriegern eine Lektion. Eine Lektion. Wo geht denn der hin? Vorsicht, es wird angegriffen! Lass meine Gebäude in Ruhe. Da war noch ein bisschen Gold hier. Die Engländer sind für ihre Krieger keine ebenbürtigen Gegner. Oh, das stimmt gar nicht, er kann sogar schwer kämpfen, okay. Nix gesagt, nichts gesagt. Ja, deswegen nehmen wir den Gegner für uns. Longshanks ist in die Stadt Perth eingefallen, hat sie erstürmt und geplündert. Schlimmer noch, er hat sogar den legendären Stone of Scone geraubt und sich selbst zum König von Schottland erklärt. Wenn wir nicht bald auf dem Schlachtfeld einen Sieg erringen, werden die schottischen Heere demoralisiert sein und den Kampf überhaupt nicht mehr aufnehmen wollen. Sollte es den sagenumwobenen schottischen Riesen wirklich geben, dann wünschte ich, er würde mit seinen Streitkräften nach Stirling ziehen, wo wir demnächst kämpfen werden. Ja, entweder so oder es kommt der sagenumwobene Michael mit seinen alten Cheats daher und lässt ein paar Autos los. Ja. Die Zeit der kleinen Gefechte ist nun vorbei. Wir bereiten uns auf einen echten Krieg vor. Der Schurke Longshanks steht bereit, um den Fluss Forth zu überqueren und die Stadt Stirling mit einem Heer aus bewaffneten Männern, schwerer Kavallerie und einer Vielzahl von Bogenschützen zu bedrohen. Unser neu aufgestelltes Heer marschiert in Richtung Süden. Dort will es seinen eigenen Stützpunkt gerichten und die Engländer angreifen, bevor diese marschbereit sind. Klingt durchaus sinnvoll. Ziele. Besiegen Sie das englische Heer und zerstören Sie dessen Turm. Es wird Zeit, eine Offensive zu starten. Die Engländer haben in der Nähe der Stadt Stirling eine Militärstellung. Wenn wir die Engländer hier besiegen können, überlegen sie sich ihren Übergriff auf Schottland vielleicht noch ein. Berittene Späher sind zwar schlechte Kämpfer, können aber sehr weit sehen. Mit Hilfe der berittenen Späher können sie den restlichen Teil der Landkarte erkunden und die Engländer aufspüren. Um zu gewinnen, müssen sie den englischen Turm im Westen zerstören. Bevor wir die Engländer im Westen angreifen können, müssen wir unsere Streitkräfte aufstocken. Lassen Sie Ihre Dorfbewohner Nahrung und Holz sammeln. Erschaffen Sie weiterhin Dorfbewohner in Ihrem Dorfzentrum, bis Sie insgesamt 10 davon haben. Je mehr Dorfbewohner Sie haben, desto schneller werden Ihre Rohstoffe anwachsen. Sie sind auf ein paar Schafe gestoßen. Schafe sind eine gute Nahrungsquelle. Schicken Sie also die Schafe zurück in Ihr Dorfzentrum und weisen Sie einen Dorfbewohner an, sie zu Nahrung zu verarbeiten. Sie können einen Ort bestimmen, wo sich neue Einheiten sammeln sollen, indem Sie einen Sammelpunkt setzen. Bei Dorfbewohnern müssen Sie auf das Dorfzentrum und dann auf die Schaltfläche Sammelpunkt setzen. Jo, ich weiß, ich bin alles dabei, gar kein Problem. Warburger. Im Westen sind die also, okay. Holz, okay. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen weiter Holz. Das läuft, das läuft. Hat sie nichts mehr zu tun. Braucht noch mehr Nahrung, unbedingt. Geht. Bauen Sie mit Hilfe Ihrer Dorfbewohner eine Mühle in der Nähe der Bärensträucher. Mach ich. Ja. Man merkt es, Leute, bevor ich es die ganze Zeit vergessen zu erwähnen, aber ich nehme gerade am Silvester auf und ja, könnte sein, dass ab und zu mal ein Knaller hochgeht. In der Regel soll man die jetzt hier im Mikrofon nicht hören, aber vorhin gab es mal irgendwie einen, der abging, da dachte ich echt, jetzt wäre in ein Gebäude eingestürzt. Er war so verdammt laut.
Also Wunder wird's mich Sie können nicht. mehr Nahrung sammeln, wenn Sie Fischkutter bauen. Um Fischerkutter zu bauen, müssen Sie einen Hafen in den Gewässern im Süden anlegen. Ja, ja, ich habe nur gerade ein bisschen Angst, hier zu weit vorzudringen. Brombrugge. Feld neu einsehen. Gut, das kann man nachher machen. Mal das hier. Sie ist hier soweit wieder fertig. Dann bereits das nächste Haus bauen. Ich denke, bis 40 Kapazität wäre, denke ich, sinnvoll. 50 Gold, hab genug, okay. Mal schnell entwickeln. Klicken Sie jetzt auf den Hafen und bauen Sie einen Fischkutter. Dann könnt ihr eigentlich mal das hier machen. Für ein bisschen mehr Gold, hat es noch nicht erzählt. Erwähnt der Erzähler, aber egal. Ich mach's auch so. Natürlich, hier bin ich total im Westen, weil ich weiß gar nicht, wo ich hier noch überall hinreiten soll. So, hier auch immer wichtig, nicht plötzlich jemanden einbauen, aber früher immer gerne gemacht. Fischkutter und rechts klicken Sie dann auf einen springenden Fisch, um zu fischen. Der Fischkutter wird selbsttätig Fische fangen und sie dann zum Hafen bringen. Fischkutter sind auch für Entdeckungsreisen zu gebrauchen. Ja. Nee, du machst das jetzt nicht mehr. Bauen Sie eine Holz. Kaserne und erschaffen Sie 5 Milizsoldaten, um ihre Dorfbewohner verteidigen und die Landkarte erkunden zu können. So, wissen wir Leute brauche ich schon noch. Ja, guck hier draußen mal um. Vielleicht findest du hier draußen und im Osten, weil wir wissen ja, die Gegner sind im Westen, das war natürlich nicht nach Westen, logischerweise. Dorfbewohner können auch Felder anlegen. Legen Sie 4 Felder in der Nähe Ihrer Mühle an, wenn Ihre Beerensträucher abgeerntet sind. Auf jedem Feld braucht nur ein Dorfbewohner zu arbeiten. Das ist natürlich geil. Gut, das habe ich auch. Was ich natürlich hier noch machen kann, hier unten vor allem, ist ein Holzfäller. Moment. Ist ein Holzfällerlager, genau. Im Prinzip einfach nur dafür gut, dass ähnlich wie eine Mühle, dass wenn irgendwie etwas abgebaut wird, hier ist halt Nahrung hierhin transportiert, nicht direkt überall immer zum Dorfzentrum, weil sie nachdem halt ein bisschen länger unterwegs sind, natürlich die Wege ein bisschen länger, oder? Also ein bisschen länger zocken und so weiter und so fort und jo. Sag du mal bis dahin. 35, ja, wir sind bald soweit. Ich würde sagen, ihr hilft ihm hier bitte. Jetzt sind die nämlich auch bald fertig. Genau, die bleiben mal hier. Die soll er dann die Kaserne mal errichten. Den Hafen haben wir bereits. Quatsch, hier. Außenposten. Palisadenwall. Ja, werden wir sich auch bald schon brauchen. Was? Oh, zu wenig Holz. Beim Teutates. Das wird die erste richtig große Prüfung werden für uns. Ja, das könnte auch ein bisschen dauern. Jetzt haben wir einen richtig großen Wald hier, das ist sehr schön. So. Nehmen noch mit der hier unterwegs. Die können noch ein paar bauen. Ihr seht, ich baue immer wieder am gleichen Platz. Ähnlich wie ich es auch bei Anor mache. Ich meine, never change a working system, wa? Müssen eigentlich auch bald alle schon gefällt sein. Jo, geht. Hier macht ihr mit dem Gold noch weiter, dass ich auch einen Haufen brauchen werde. Steine im Prinzip auch nicht verkehrt. Ich weiß gar nicht, wie viel ich nachher brauche. Das nächste Zeitalter. Insofern denke ich eine gute Idee. So, hier ist Wald, der kommt hier also nicht weiter. Soll ich bereits nach Westen ziehen? Ich halte es für eine schlechte Idee. Ich versuche jetzt mal nach Norden zu ziehen, auch wenn es vielleicht ein bisschen verfrüht ist, wir werden es gleich erfahren. So, alle müssen raus. Also das Problem, wenn du mehrere Häuser hinpflanzen willst, zum Beispiel jetzt so, und angenommen sind jetzt alle hier drin und wir würden die Häuser zuerst bauen und dann das hier, die kämen gar nicht mehr raus.
dann müsstest du die halt, ja, entfernen. So schön es sich nennt. Ja, entfernen. So, ich mach's mal da oben. Die bauen weiter fleißig Holz ab, das gefällt. Ist auch gleich soweit. Der Fischkutter sorgt für die Nahrung. Ja, läuft immer besser. Okay, ich sehe schon, mit ihm weit hinausreiten. Vielleicht noch nicht wirklich. Aber wir wissen noch, wa? Die sind gleich soweit. Sehr schön, sehr schön. So, dann würde ich mal sagen, die eine kann hier mithelfen. Ich glaube hier. 4 ist eigentlich eine gute Zahl. Dann weiter hilft mal hier unten noch mit. Ihr seid ja auch gleich fertig. Natürlich latscht einfach direkt durch. Ist klar. So. Gehst du bitte mal mit nach oben. Da wird man euch loben. Du jetzt mal ganz kurz hier oben mit. Wird sowieso nicht mehr lange dauern. Okay, bringt gar nichts mehr. Kia. Eigentlich ist alles soweit cool, wa? Vielleicht hier, damit ich hier insgesamt 3 habe. Jo, kann man machen. Gut, Kasernen haben wir. Sammelpunkt setzen. Machen wir hier und er schafft direkt mal ein paar. 60 Nahrung, 20 Gold. Gold gar kein Problem. Nahrung sind wir auch dabei. Nicht genügend Nahrung, ja, geht doch relativ schnell. Scheiße. Kann ich noch einen zweiten erschaffen? Wäre so eine Option. Vergessen Sie nicht, die Landkarte weiter zu erkunden. Nee, wir können nicht das auch vergessen. Mach mal hier einen, komm. Der einzige Zugang zu ihrem Dorf wird durch den Hügel mit dem abgestorbenen Baum geschützt. Es wäre vernünftig, dort einen Wachturm zu errichten, wenn sie erst einmal zur Feudalzeit vorangeschritten sind. Ja, wobei, so ein Außenpost können wir jetzt eigentlich auch schon mal machen. Wenn Sie 500 Nahrungseinheiten zusammen haben, dann können Sie sich in Ihr Dorfzentrum begeben und zur Feudalzeit voranschreiten. Legen Sie zusätzliche Felder an, falls Sie über zu wenig Nahrung verfügen. Das könnte echt ein Problem werden. Ich meine, Nahrung ist eigentlich alles soweit cool. Der Fischgut natürlich auch. Er tut, was er kann, aber ich glaube echt, das ist ein bisschen, ja. Da muss ein bisschen mehr gehen. Boah, der abreißt echt keinen Schieber mehr. Da geht's überhaupt. Du. Ja, wie er schon gesagt hat, hier ist eigentlich alles super. Okay, dann, du bist jetzt mit dem nächsten dran. Geh bitte hier raus. Ja, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Abgestorbenen Baum. Nahrung, wir brauchen viel mehr Nahrung, wa? Nur noch 2. Gut, dann macht irgendwann dann euer Dorfbewohner. Das dann dort sammeln sollen. Da habe ich jetzt aktuell 5 von euch.
Ich würde eigentlich lieber mit 10 in die nächste Zeit gehen, aber gut, ich meine, es dauert eh noch, bis ich da vorschreiten kann und so, und insofern. So. Feld neu sehen, das wollte ich eigentlich nicht. Du, 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 du. Ja, ihr macht das schon richtig gut. Du, du, du. Palisadenwall errichten. Ja, wie kommen wir nachher wieder durch? War das die andere Frage? Wenn ich hier einfach dicht mache, kommt keiner mehr durch. Wäre auch ein bisschen scheiße. Du, 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 la, la, la. Ja, ja, ja. So, es läuft. Gold und Holz haben in Hülle und Fülle und Zülle und hast nicht gesehen? Ja. Erschaff ein neuer Milizsoldat. Ja, ich bin dabei, ja, ja, ich mach das so geil, ja, ja. 9, 6, 7, 8, 9, mach mal 10, wa? Was sagt die Uhr? Ich habe noch etwa 10 oder 15 Minuten, müsste eigentlich reichen. So, ja, ich weiß natürlich, weiterentwickeln und so weiter. Wenn ich 500 zusammen habe, 500 Nahrungseinheiten. Nicht gerade wenig. Aber muss ich die 500 eigentlich jetzt schon bezahlen, oder wird es einfach... Ja, nicht genug Nahrung, okay. Wäre sein können, dass im Prinzip dann einfach, sagen wir jetzt mal, minütlich einfach irgendwie eine Tonne oder so oder eine Einheit abgezogen wird und dann summiert sich's halt. So, gehen wir mit denen schon mal hier nach vorne. Allzu lange kann es eigentlich nicht mehr dauern. Björdigen. So, der macht irgendwie nichts mehr, wa? Ah doch, er ist noch dabei, okay. Ja, es läuft, Leute, es läuft doch. Ist ja nichts zu tun. Das läuft allerdings nicht so gut. So. Sie automatisch neu sehen können. Auch hier wieder mal, war sowohl Mann als auch Frau sind hier bei den Steuern unterwegs, sprich auf dem Lande, machen ja die Landarbeit sozusagen. Was man früher gesagt hat, das ist doch Frauenarbeit. Quatsch. Das ist einfach Menschenarbeit. Gut, ob jetzt der Terminus besser geeignet ist, keine Ahnung. Könnt mich auch irren, ja, ja. Aber sie kommen voran. So. Wir sind gleich soweit, Freunde. War 50 Tonnen. Ja, ich weiß Tonnen, aber... Holzhülle umfülle, Gold in Hülle umfülle. Steine sind auch gut dabei. Perfekt. Wieder mal Nahrung, wa? Naja. Weil das Nahrungssymbol auch ein bisschen seltsam ist. Sieht irgendwie aus wie Zucker oder so etwas. Die Engländer greifen wieder an. Um ihre Dorfbewohner zu schützen, können sie diese mit Hilfe der Dorfglocke in ihr Dorfzentrum einquartieren. Klicken Sie auf Ihr Dorfzentrum und klicken Sie dann auf Dorfglocke. Kehr zurück! Gut, ja. Sie haben den englischen Angriff abgewehrt. Wenn sich in Ihrem Dorfzentrum Dorfbewohner befinden, dann lassen Sie die Dorfglocke noch einmal läuten und schicken Sie sie zurück an ihre Arbeit. Das ist doch auch praktisch, wa? Dass sie direkt in ihre eigene Arbeitsstelle zurückgehen, müssen nicht irgendwie sagen, okay, jetzt
Muss er dahin oder du dahin? Nee, die merken sich das alles. Gut, die offenbar nicht. Vielleicht doch nicht alle. Die haben es gemerkt. Hä? Aber die sind ausgewählt zum Angreifen. Das könnte natürlich theoretisch sein. Wir sind gleich in der Feudalzeit. Ist das nicht so geil? Jetzt, da Sie sich in der Feudalzeit befinden, sollten Sie in erster Linie einige Soldaten erschaffen, um den Feind bekämpfen zu können. Sie brauchen mindestens 12 davon. Denken Sie daran, Sie können in der Kaserne Ihre Milizsoldaten zu Schwertkämpfern weiterentwickeln. Sie sollten Soldaten immer weiterentwickeln, wenn Sie es sich leisten können. Denken Sie daran, Waffen und Rüstungen in der Schmiede weiterzuentwickeln. Sie haben doch eine Schmiede, oder? Habe ich? Na, die können doch nur ein pro Feld arbeiten. Schade. Bin ja dabei. Dann noch hier das entwickeln. So. Dann eine Schmiede. Steinwall, Beobachtungsturm. Wie das abholzen schon wieder? Ist eine gute Frage. Ich glaube, das geht gar nicht. Oder müssen die irgendwie... Na, werden Sie sehen. Gut, Soldaten erschaffen, solange es mir leisten kann. Schwerkämpfer. Mach gleich mal ein paar Speerkämpfer. Vergessen Sie nicht, die Landkarte weiter zu erkunden. Da vergessen natürlich immer sehr, sehr gerne. Sie haben jetzt genug Streitkräfte, um den englischen Stützpunkt angreifen zu können. Attacke! Lassen Sie Ihre Dorfbewohner weiterarbeiten. Nur für den Fall, dass sie Verluste erleiden und mehr Streitkräfte erschaffen müssen. Gut, Ihr Wachturm wird auf feindliche Einheiten schießen und Ihnen dabei helfen, Ihr Dorf zu beschützen. Da will man schwer hoffen. Und hier könnte ich theoretisch, wenn ich schon mal dabei bin, oder ganz kurz mal bauen können, einen Steinwall errichten. Geht das nicht mehr? Ah, doch. Und dann vielleicht noch ein Tor rein. Ja, so geht das doch gut, Leute. Ein englischer Außenposten. Sie wissen, was zu tun ist. Reißen Sie ihn nieder. Ja, das werde ich tun, beziehungsweise bin eigentlich schon dabei. Okay, ein paar Speerkämpfe, die kommen jetzt noch. Zeitlos, sieht alles aber noch gut aus. Sehr gut, sehr gut. Die sind ja auch hier fleißig am Bauen. Perfekto. Der marschiert doch schon mal langsam sich nach vorne. Los, helft ihm! So, die sind ja fertig. Ich habe eigentlich immer noch genug Kohle, um sogar den noch zu bauen. Wo sollte eigentlich die Schmiede sein? Ah, hier!
Wo ist die dritte? Ich wollte gerade sagen, hat er irgendwie 3 gehabt. Gut, die Schmiede. Machen wir da oben. Perfekt, da haben wir auch alle. Jo, ich würde mal sagen, ich greife mal an und gucke, wie es läuft. Englische Außenposten. Ja, beziehungsweise natürlich ein Wachturm heißt das. Sie ja. befinden sich in der Nähe des englischen Stützpunktes. Reißen Sie deren Befestigungen aber erst dann nieder, wenn Ihr Heer etwa 12 Mann stark ist. Reißt es nieder! So, mal oben nachgucken. Dann haben wir hier die Schmiede, sind natürlich ganz allein unterwegs. Hier haben wir den Turm, okay, im Prinzip natürlich jetzt sinnlos. Okay, sie ist auch schon fertig. So, da ist sonst nichts mehr. Dann kann ich es eigentlich schon mal direkt wagen und reinmarschieren. So, was bringt eigentlich jetzt die Schmiede, wenn man fragen darf? Plus 1 Angriffsstärke. Jo, das bringt's durchaus. Ich bin durchgebrochen. Jetzt sagen wir es ihnen. Zum Angriff! Ja, da werden ein paar fallen. Ja, ihr macht zwar eigentlich noch guten Schaden. Wie sieht es aus? Soll ich mal als nächstes entwickeln? Schuppenpanzer. Ja, wo kommt ihr plötzlich her? Sehr gut. Sie haben das englische Lager zerstört. Jetzt ist wohl klar, dass die Schlacht bei Stirling mit einem Sieg für die Schotten enden wird. Saubere Arbeit. Sie haben die englischen Soldaten ausgeschaltet. Zerstören Sie jetzt den Turm und Ihr Sieg ist komplett. Jetzt wissen Sie, wie Sie das Land bebauen, innerhalb der Zeitalter voranschreiten und Ihre Feinde ausmachen und bekämpfen können. Sie haben also die notwendigen Grundlagen, um ein Zufallskartenspiel zu versuchen. Wir haben es geschafft. Natürlich, wie gewohnt, wieder mal viel zu viel investiert für die Vorbereitung meinerseits. Und ja, dann mit der Übermacht angegriffen, die natürlich Zeit gekostet hat. Zeit, die wir vermutlich nicht immer haben werden. Die Schlacht bei Stirling war unser erster großer Sieg. Gerade als wir unsere Position an der Küste gefestigt hatten, erreichte uns die Nachricht, dass die Stirling-Brücke verteidigt worden war. Und zwar von einem schottischen Heer, angeführt von dem mysteriösen und sagenumwobenen Ritter. Jetzt kennen wir auch seinen Namen. Sir William Wallace, der Bezwinger der Engländer. Eduard I. nennt Wallace einen Verräter und Verbrecher. Sir William entgegnet, dass er kein Verräter sein kann, weil er nie einem englischen König den Lehnseit geleistet hat. Mit William Wallace als Anführer kämpfen die Männer nun mit neuer Energie. Vielleicht ist unsere Pechsträhne damit beendet. Ja, und meine vielleicht auch. In vielerlei Hinsicht. Sowohl Anno als jetzt auch hier oder so, keine Ahnung. Gut, Freunde, würde mal sagen, mit einer gut über einer Stunde, Laufzeit oder ungefähr einer Stunde, war das doch ein gelungener Einstieg wieder in Age of Empires 2, vor allem zum neuen Jahresbeginn. Ich sage, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bin sehr auf eure Kommentare gespannt, ob ihr überhaupt wollt, dass ich hier noch weiter zocke, und eben würde ich dann halt, wie bereits erwähnt, in den nächsten Tagen wird es dann hier weitergehen. Mit quasi einer größeren 2 Schlachten machen hier bei William Wallace, die Lernkampagne, und dann würde ich halt die anderen machen. Und ja, zunächst wäre eigentlich echt mal die Idee, dass ich erstmal die ganze Kampagne mache, im Prinzip so ein bisschen durchgehe und so weiter. Wenn wir das alles gemacht haben, dass ich dann vielleicht sogar mal ein Einzelspiel mache, also sprich ein Standardspiel,
einer Karte und so weiter, oder vielleicht sogar Multiplayer, je nachdem. So wäre mein Plan. Wie bereits erwähnt, bitte Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, oder vielleicht andere Vorschläge habt, etc. etc. Und ich sage, auch wenn es nicht so ist, trotz allem vielen Dank fürs Zusehen, hoffentlich bis zum nächsten Mal oder einem anderen Spiel, je nachdem. Ciao zusammen.